Was ich von meinem Business gelernt habe, dass das Leben zu kurz ist für einen schlechten Kaffee. Ja, ich habe immer den Moment gelebt. Auch immer müssen auffallen. Beim Seich war ich meistens zuvorderst. Ja, sehr viel müssen im Mittelpunkt. Aber durch das, dass ich dann auch recht intensiv bereichert habe, hat sich das fast wie, ja, es hat sich wie von alleine gegeben. Du warst im Mittelpunkt, ja, bist schon ein bisschen der Chef dann. Und durch das habe ich auch viel Sport gemacht und bin aber auch nie in die schlechte Seite hineingerutscht. Die Hip-Hop-Szene von Amerika, zu breaken, zu sprayen, das ist eigentlich auch noch heute so ein bisschen mein Stil, mein Leben, Beat Street. If you don't know what hip-hop is about, then stop, look and listen and check this out. Beat Street. Beat Street. Wenn ich von jemandem Respekt hatte, dann ist es vor dem Vater. Mittwochnachmittag, wenn ich frei hatte, hat der Bär gesagt, Kollege, du kommst mit, dann weiss ich, wo du bist, dann machst du keinen Scheissdreck. Nach der Lehre war Freitag der letzte Tag, mein Zeug gepackt. Und dann, als ich daheim war, Freitagabend beim Nachtessen, hat mein Bär gesagt, Mänti, musst du am Morgen um 4 Uhr auf Mailand fahren. Dann habe ich weg, was? Ich sagte, du hast den ersten Kurs über Kaffeemaschinen. Dann sage ich, jetzt habe ich 2 Wochen Ferien. Nein, nicht Ferien. Du hast die Autoprüfung, du fährst Auto. Mailand bist du schon, du weißt, was es ist. Ich habe dich angemeldet. Und so hat mein Kaffeegeschäft angefangen. Und ich bin gar nicht glücklich. Gar nicht. Für ihn war immer klar, dass ich hierher komme. Das war die grösste Herausforderung, mit meinem Vater zusammen zu arbeiten und umgekehrt sicher auch. Ganz einfach, es sind 2 Generationen aufeinander gestoßen. Nicht, dass er mir nicht vertraut hat, aber bis ich dann frei arbeiten konnte und ich dann gemerkt habe, was Selbstständigkeit ist, das ist lang gegangen. Weil kontrolliert und so hat er mich eben dann gleich noch recht viel. Er hat Automech gelernt, war aber 20 Jahre lang auf der Schreinerei. Eine 5-köpfige Familie. Dann hat er seinen 100% sicheren Job fallen und hat nachher so angefangen, also klein. Und so hat dann nachher den Grossen von Zürich ja, so ein bisschen die Bütze weggenommen. Es ist eben auch mal ein Zeitungsbericht gekommen, dass sie nicht Angst haben vor einem kleinen Italiener, der die Ersatzteile über die Grenze mit dem Topolino reinschmuggeln. Und das war natürlich in der BZ die grösste Werbung für mein Bär. Ja, die Kunden schätzen nicht nur, dass ich die Maschine flicke, sondern das Ganze drumherum. Alles, was um den Kaffee ist für mich wichtig und nicht nur, dass ich sie flicke. Oder wenn sie uns anrufen und sagen, der Kaffee kommt nicht gut raus, bei der Mühle stimmt etwas nicht, die Temperatur der Maschine stimmt nicht, dann gehen wir her, stellen das ein, ohne dass wir das verrechnen. Ich weiss nicht, ob das jemand anderes auch kann oder macht oder will. Ich mache es, weil es meine Leidenschaft ist, weil es für mich wichtig ist. Dahinter steht unser Name, der Familienbetrieb. Eine unserer grossen Stärken ist, wenn der Kunde am Arbeiten ist, dann arbeiten wir auch. Gleich zu welcher Zeit. Wenn er anruft und ein Problem hat, dann sind wir ja für ihn da. Das ist auch in der Familie so. Und das ist ihnen auch sehr wichtig, auch wenn sie es vielleicht nicht immer sagen. Aber sie wissen, wenn etwas ist, dann kann ich ihm Garluccio anrufen und dann ist das Problem gelöst.
Ja, die Herausforderung geschäftlich ist schon, dass das Personal kenne ich sehr gut und ich weiß so, was ich mache, wo der aber nicht gegen zum Chef geht. Ich kann dir ein gutes Beispiel machen. Wir haben einen Kunden, der hat eine Gegenofferte eingeholt, die besser war als meine. Nachher hat es geheissen, vom Personal, wenn wir am Freitag am Abend macht, etwas haben, wann ist der erste Punkt, wo ihr kommt? Und dann war die Antwort, ja, etwa am Montag, am Morgen, am 8 Uhr, wenn man die Combox ablässt, dann reagieren wir nachher. Und dann hat die Chefin vom Personal gesagt, und der Carluccio ist in einer halben Stunde am Freitagabend da. Es hat aber auch schon gegeben, dass ich den kürzer gezogen habe, weil der Chef des Service nicht da war. Und das ist das, was mich ja, verletzt. Nicht, weil man wechselt, weil man nicht sieht, was man hat an ihm. Es ist nachher noch eine Freundschaft da. Für mich ist es eine Freundschaft da. Das ist so ein bisschen das. Wenn ich in ein Restaurant reinkomme und eine Kolbenmaschine sehe, dann ist sicher die Chance schon gross, dass ich einen Kaffee nehme. Nachher schaue ich aber noch, ist nicht gerade 2-3 cm Milchkruste am Dampf haben. Wenn es ein Kännchen auf dem Tisch hat, ist ein Deckel drauf, dass nicht gerade der grösste Dreck hineinfällt. Das sind so Sachen, die ich mich achte. Wie ich meinen Kaffee trinke? Ja, daheim eine Kolbenmaschine, Mühle, nur Espresso. Mein Name ist Gabriele Carluccio und das, was ich mache ich aus Leidenschaft. Ich hoffe, auch ihr habt den Blick hinter die Kaffeekulissen spannend gefunden. Danke, Gabriele, hat er mich durch das Bandgebiet mitgenommen. Das war es für heute. Merci fürs Reinschauen. Tschüss.